Okay, dann ging ich proposieren, dass wir aufhängen und ich will dich ganz herzlich begrüßen auf der Pressekonferenz heute Morgen, wo ich will mit der Armee zusammen vorstellen, wie wir vorgehen am Zusammenhang mit den gratis Tester, die die Regierung will zur Verfügung stellen, am Kontext mit der neuen Regelung, die der 15. Januar wird in Kraft treten, wo wir ja den 3G op der Arbeitsplatz obligatorisch schon, das heißt genesen, geimpft oder getestet, wo dann der dritte Element, also getestet, obligatorisch ist, wenn die anderen 2G nicht erfüllt, wo wir wollen hingehen, aber natürlich als Regierung, dass wir denen Leuten entgegenkommen, die dezidiert haben, für sich impfen zu lassen, das heißt, die eine Erstimpfung schon gemerkt haben, en attendant, dass sie den vollständigen Impfschutz haben, sie da können gratis getestet gehen auf verschiedene Stationen am Land. Was machen wir da? Das haben wir da als die Regierung dezidiert. Das war auch ein Akkord mit den Sozialpartnern, den wir heimat dann alle sind, wo wir das versprachen, dass wir das machen. Wir sind der Überzeugung, mehr wie je, dass Impfen ein wichtiger Schritt ist, für raus aus der Pandemie oder für den Virus unter Kontrolle zu behalten. Wenn dazu geguckt, die letzten 2 Wochen, wie das evaluiert, das ist für die Regierung noch nicht überraschendes. Wir sind davon ausgegangen, wir haben das erwartet, dass mit der neuen Variante Omikron Zahlen natürlich exponentiell an die Luft gehen. Mit desto mehr gesagt, wie wichtig das ist, dass der Impfschutz da ist, weil der Impfschutz als Gesundheitsschutz das hilft, dass Leute Männer schwer krank gehen, dass Leute nicht sterben, dass Leute Spitäler nicht belaschten, an dürfen den Appell los sich von Schrift all den Impfen, weil Impfen hilft uns als Schutz für ich persönlich, dass wir alle zusammen den Virus unter Kontrolle behalten und dann noch mit der Gesellschaft kann besser funktionieren. Für die Leute, wie gesagt, zu encouragieren, das zu machen, wird den Test gratis gemacht, bis dass die 2 Dosis Leute, die konnten kriegen, an den vollen Impfschutz dann noch wirkt. Die Armee, die hat dafür auch direkt sich bereit erklärt, das Kampagne zu organisieren, und ich sie gefragt, und ich habe an der Regierung proposiert, dass die Armee das machen kann. Für was habe ich das proposiert? Weil ich die Verwaltung entretan gut kenne, und dass keine andere Verwaltung, ging ich behaupten, am Staat, die logistisch gesehen so gut aufgestellt ist wie die Armee. Und ich habe dann den General, den Etat-Major auch gefragt, ob sie das Kind hinkriegen. Also natürlich direkt spontan ja gesagt. Und dafür würde ich Ihnen von hier aus ganz großen Merci sagen, dass Sie das gemacht haben, dass Sie sich dazu engagiert haben und dass Sie die letzten Wochen viel darunter geschafft haben, für das dort zu garantieren. Ich meine, das beweist mehr, dass die Armee mehr Missionen hat, auch viele Zivilmissionen hat, erst für den Bürgerinnen und Bürger zu helfen, wann Not ist, wenn wir an der Not sind. Und das ist also eine Situation, so hat das bewiesen bei den Überschwemmungen, so hat das bewiesen schon an der ganzen Pandemie für drun, bei der Hilfestellung, bei der Impfkampagne, bei der Hilfestellung, beim Contact Tracing, an hier ist ein Beispiel, für das zu belegen. Die ganze Organisation und die Logistik bedenkt, dass die Armee 200 Leute am Einsatz hat, für das heute zu organisieren. Das sind dazu auch noch Zivilisten natürlich dabei. Das sind nicht nur so Rangmilitär und Uniform, es sind auch Zivilisten dabei, die helfen. Das ist also ein enormer Effort, das ist ein enormer Aufwand, den hier logistisch gesehen von der Armee betrieben wird, für das Ganze kann funktionieren. Die Kampagne, die geht los. Das, wie gesagt, durch das Gesetz wird gestimmt, das der 15. Dezember so festgehalten ging. Aber mit der ersten Dosis, da kriegen Leute auch 20 Voucheren geschickt, also was sie echt Impfdosis bis gekriegt haben. An die 20 Voucheren, die sind eben dafür da, wir können sich testen zu lassen, gratis, bis sie dann hier 2 Impfung kriegen, also den vollen Impfschutz noch haben. Und dann natürlich unter dem Regime Covid-Check an der Reise. Mit den Voucher können Sie das, die können benutzen bis den 21. Februar auf 5 Teststationen am Land. Herr No wird responsabel von der Armee ausweisen, wo das genau ist und wie das verläuft.
Den Test ist 24 Stunden valabel für den Covid-Check auf der Arbeit da können zu machen. Das ist ein zertifizierten Test, den ihr unterholt. An die Leute, die sich seit dem 16. Dezember impfen lassen, die können auch nur dem 15. Januar ohne zusätzlich freien dann op hier Arbeit gehen mit dem zertifizierten Test, den sie da kriegen. Das ist mir auch wichtig zu betonen, dass die Tester nicht nur für Residenten sind, sondern auch für Frontalien, weil ich meine, hier geht es um den Arbeitsplatz. Und natürlich profitieren Frontalien auch davon, natürlich in den dynamischen Konditionen wie die Residenten leider auf der Hand. Und das ist auch so, dass der Titan natürlich hilft, für dann eben die Phase zu überbrücken, bis die Leute dann am definitiven Impfschutz sind. Dass da mehr große Wert legt auf die Impfung, das also aus einem anderen Grund ganz logisch und evident. Du wirst, dass es bei der Armee eine Impfpflicht gibt. Das war ja ein bisschen kommentiert an der Presse. Die Impfpflicht, die ist an einem Gesetz aufgesichert, das Gesetz vom 16. April von 1979 schon darüber zurückgegriffen, für die Armee zu sagen, wir applizieren das Gesetz. Und das Gesetz sieht ganz klar, le militaire peut refuser des actes médicaux portant atteinte à son intégrité physique, sauf quand il s'agit de mesures servant à la prophylaxie de maladies contagieuses et infectieuses. Also das ist ganz klar, die gesetzliche Basis von der Force Publique geht das hier, da sind wir davon überzeugt, und dafür geht das an der Armee auch so appliziert. Das heißt, die Leute, die da sind, respektive die wollen sich bei der Armee engagieren, die müssen sich auch impfen lassen. Das liegt auch auf der Hand, weil die Armee als eine Infrastruktur, eine Administration so Kritik, dass das die essentiell wichtig ist, für das Gesellschaft kann funktionieren. Hier, aber auch da draußen, stelle ich mir einen engen Sekunde vor, wir gingen Militär an eine Mission schicken, wie zum Beispiel an Mali. Da gibt es auch mehr Impfungen, die notwendig sind, wenn man gemeldet wird, wo sie zum Beispiel auch geimpft sind gegen Gelbfieber. Und da ging so, ich will das nicht, oder den größten Teil vom Militär gingen das nicht machen. Ich meine, da könnte die Armee nicht funktionieren. Also es ist evident, dass das aus vielfältigen Gründen notwendig ist. Und noch besonders die Armee, muss ich sagen, intern ganz große Erfahrungen sind da Wochen am Monat, für dafür zu sorgen, dass die Soldaten immer operationell bleiben, am nicht fertig dürfen an der Armee den Infektionsniveau auch immer ganz niedrig zu halten. Wir hatten noch Infektionen in der Armee, aber die sind immer ganz niedrig gewesen. Das kommt auch hier, weil besonders schon Erforderungen gemerkt werden. Und das ist auch evident, wie gesagt, weil sie können disponibel sein, wenn man sie brauchen, an Notsituationen, und das ist das, was wir auch gemeint dran sind. Also wie gesagt, wir haben da eine klare Basis. Dafür haben wir das auch gemerkt. Und das belegt auch, wie wichtig das für die Armee und für die Verwaltung insgesamt eben den Impfschutz ist. Und dafür ist doch gut, dass sie die Tester dafür durchziehen. Und ich ging auch dafür den Herrn Tull, dem Generalfurt, gehen natürlich überholen, für den ersten Teil zu präsentieren. Und dann ging man dann weitergehen und den Chef vom Herrenbier, den es dann im Detail geht, wie das operationell im Terrain aufgeht. Herr Tull, merci, Herr Minister, für die Wort. Mir opleidet kleine Kontext von dem Ganzen zu gehen, wo wir mit der heutigen Mission betraut gesehen, schon einen Anruf gekriegt von unserem Minister den 2. Dezember für zu fragen, ob das machbar wäre. Und dann haben wir direkt angefangen, darunter zu planen. Wir haben gesagt, das ist machbar. Den Tag danach hat man gedämpft. Und für das über die Bühne zu kriegen in so kurzer Zeit, bedarf es einem ordentlichen Staff, den sich stummer den aufgeht, für dann das Ganze an so kurzen Zeit auf die Beine zu kriegen. Wie doch gesagt ging als den 15. Dezember als Decision am Conseil du Gouvernement geholt, dass wir dann noch mit der Aufgabe offiziell betraut gehen. Und kurz danach und dann schon die ersten Voucheren müssen und die Leute ausgedeelt gehen, die also dann geimpft sind, die also recht 4 Wochen danach einen totalen Impfschutz haben. Also da schon müssen das Konzept sur place konkret ausgeschafft sind. Weil sonst hat den Hand drunter technisch das ganz gut nicht en place gesagt kriegt. Naja, tun also grosso modo 30 Leute am Planungsstaff da geschafft, für dass wir wirklich Statuten an der kurzer Zeit konnten und Stohe kriegen.
Wir hatten dann noch insgesamt 20 Reunionen iwwer die ganz Dege Mattelona enge Gostat, Silona pu Endreunionen immer lo den 14. Januar präzis werden aufhängen, fir dat ganz hinzukreien. Wie als Minister doch schon gesot huet, 200 Leute werden Terrain konkret deployiert sinn. Dat sind da net wenig beim effektiv vun 1000 Mann sind der toten konkret 1/5 vum ganzen effektiv die fortsinn. An mir no nach eng dose Leute, die han runnner responsabel fir de Ravitaillement vun einzelnen Sitten ze garantiieren. Zu gleicher Zeit ass der Armee awer kapabel, weil hin ja internationalen Missionen vorzuholen, dat hicht alle als international Engagementer. Die Helmer oprecht, selbstverständlich schlafen Traininger weiter. Wir wollen noch weiter mat als Instruktion de Bas, dat das nämlich Stufe dat neid Blut an der Armee rakend, dat das enorm wichtig, weil wir brauchen alle Soldaten, notamment für Missionen am Ausland zu erfüllen, mit dann auch van no Mann ha jemals für dann noch do die nötig Soldaten hun für effektiv der Population können zu helfen. Dafür wie gesagt die Instruktion de Bas die lebt auch weiter und dann auch ganz wichtig alle die Leute, die bei uns gedingt hun, also die Soldaten, die mehr wie 3 Jahre all der für die Armee geschafft hun, die sie an der Phase der Rekonversion, wo sie anschließen können einen Job ugoen an noch do als der Armee garant, dat se dat können machen. Dat heißt Daylight, die an enger Vers sind, wo sie noch können einen anderen Job ugoen, die können dem weiter hinausgehen, sodass es keine Konsequenzen op ihr berufliche Karriere hat. Das waren Rahmenbedingungen für das Ganze zu organisieren und die sind hier total gehen, sodass man insgesamt das, was man müssen machen, weiterhin können machen. An alle goen die supplementäre Exercice, wo man sos machen, die vor man selbstverständlich ruf, als aus der Toten an der Envergure net zu stemmen. Für die Exekution konkret von der ganzen Mission ubelenkt, wie stand dem Colonel Kalmes, Kommandant des Forces fortgehen, weil immer pleidet, das ganz konkret organisatorisch Terrain umzusetzen. De Floor is yours. Merci, Herr General, die Damen und Herren. Wie exekutieren wir diese Mission? En fonction von der Densität von der Population, en fonction noch von den Ballungszentren, en fonction von der Accessibilität und noch en fonction von den Kapazitäten, die die Armee für diese Mission kann bereitstellen, sie 5 Sitten im nationalen Territoire zurückbehalten gehen. Die Sitten funktionieren, wie wir nennen, en Mode expeditionär, das heißt, mit einem Moyen de Complement organique von der Armee, das ist nicht ernst wie Zelter und nicht an Installation fix. Krenoen, wo die Insel Sitten oder Zentren opsinn, verdelen sich am Dach iwwer vu 6 Uhr morgens bis 8 Uhr overs und do sind Vigenter mat abbegraf. Nächste Slide. Wo sind lo die 5 Sitten? Am Norden as het Zonaktivität Ekonomik vun der Nordstaat Sano genannt Friedhof. Am Osten as dem Parking vom Centre kulturell vu Young Leinster. An der Stadt ist vu Ballungsgebiet gesperrt. Da sind 2 Zentren, die werden operiert gehen, enkeier Kirchbierch, op der Lux Expo Süd, an ich betone Süd, weil im Norden Lux Expo Nord als schon ein Centre de Vaccination, die funktioniert. Und dann noch nach dem Park entreit Süd Hofwald, als schlussendlich am Süden der Parking lief dem Rond-Point Rimmerich. Ich will auch erwähnen, dass über all Sit Parkplätze 4 sind, respektiv auch Parkhäuser à Proximität sind. Wichtig zu wissen, also an diesem Kontext, dass ob den einzelnen Sitten der Port von Mask obligatorisch ist. Nächste Slide von Schrift. Wir sind Kreno d'Ouverturen von den Centre de Dépistage Covid-19. Das Kreno und drohen natürlich auch der Estimator Demande Rechnung. Ich werde das doch erklären. An der Woche war von Montags bis Donnerstags sind wir durchgehend, während 14 Stunden von morgens 6 Uhr bis abends 8 Uhr ab. Freitags haben wir einen Mix von verschiedenen Krenoen, morgens nach einer großen Kreno von 7 Stunden, am Mittags mit kurzen Kreno von 4 Stunden, weil wir auch hier estimieren, dass der Mond für Samstag schaffen zu gehen, die Leute, die Samstag schaffen gehen, Männer groß wert sind. Samstags sind 2 Kurzkrenoen von 4 Stunden fähig sind, Remenke mit der Evaluierung, dass Sonntags als ich Männer Leute schaffen gehen, das soll also der Estimator der Mond Rechnung drohen. Wobei wir dann Sonntags einen neuen Mix haben, 4 Stunden morgens frei, aber 7 Stunden mittags, wenn wir davon ausgehen, Montags gehen vielleicht schaffen, also wird der Mond groß sein. Nächste Slide von Schrift. Prinzipiell gibt es auf all Zeit 2 Reihen, 2 parallel Fällen, wo sich kann testen lassen. Der Primo Vacciné, wenn er bis auf dem Site kommt, der wählt dann seine Reihe aus, frei aus, wird kontrolliert von einem Member von der Armee, dass er seine Konfirmation de Rendezvous bei sich hat.
an dat es sich auch die Person handelt, die sich da präsentiert. Also muss eng Pièce d'Identité dabei holen, das schlussendlich op de Platz gedeiert wird, wo Tester gemäht gehen. Alle gute Seiten haben natürlich auch Salle d'attente, wo die Klienten sich können installieren en attendant, dass sie ihr Resultat damit gedeelt kriegen und das noch frühestens 15 reglementäre Minuten, wie das vorgesehen ist an den Tester. Nächste Slide von Schrift. Was sind Modalitäten Pratik? Wie kommen Primo-Vaccinierten zu den 20 Testantigeniques certifiés gratuit? Das ist auch schon vom Herrn Minister erwähnt gehen. Ich wiederhole dann Ränke. Zter dem 16. Dezember 2021 gëtt all echt Geimpften op belo beim Doktor am Kabinett medikal oder an eng Centre de Vaccination geimpft gin ass, mat Zertifikat de Premier Vaccination 20 personalisiert Coden, de man laben Rendevous zu höllen, an dommer da bis zu 20 Autotest antigenik rapid e zertifié können ze machen. Vom nächste Mende nun 10. Januar 2022 als das Prise de Rendevous möglich, und zwar auf dem Site www.covidtesting.lu, an dem Sie auf der Internetseite auf Bon pour 20 Tests antigéniques certifiés klickt. Next. Voilà, Prise de Rendevous ist obligatorisch, geht doch nimmen mit Code personnalisé. Confirmation de Rendevous, also rauszudrücken, mitzubringen, zu präsentieren, op dem Site, wo sich dann Teste lässt, an dat summen, wie schon erwähnt, mit einer Pièce d'Identité. Der Klient möchte selber den Test, an dat in der Obsicht, einer Surveillance von einem Member von der Lützeburger Armee. Als den Test negativ, da gibt das Dokument Confirmation de Rendezvous, certifiziert konform Covid-Check durch einen Member von der Lützeburger Armee und erlaubt dem Klient, auf seine Arbeit zu gehen. Am Fall, wo der Test positiv ist, muss der Klient sich imperativement deklarieren auf covidtracing.public.lu. An dem Moment wird doch keine Zertifikation ausgestellt. Das wäre soweit für mich, Herr General. Ja, zum Schluss will ich darauf hinweisen, dass wir das selbstverständlich nicht konnten hinkriegen, ohne auf zahlreiche Partner hier im Lützeburger Land zurückzugreifen. Für alle will ich hier annehmen, den Haut-Kommissariat à la Protection Nationale, die an all den Reunionen dabei waren, dann die Direction de la Santé und dann die verschiedenen Administrationen kommunalen, auf den Plätzen, wo man dann die Testzentren schlussendlich implantiert haben, das wir eigentlich die Administration kommunal von Dickrich, dann Hesper, Jonglünster, Esch und schlussendlich auch nach Stadt Lützeburg. Einer Partner, die auch mit dabei waren, war das Centre de Technologie de l'Information de l'État, für was wir alle guten die Sachen, die Internet sind, können gemäht gehen, durch das die klickt, all das muss programmiert gehen, all das von hinten en place gesetzt gehen. Das Ministère der Digitalisation war auch mit an Boot und schlussendlich auch nach der Administration des Projekts Chaussee für schlussendlich Beschilderung zu machen, für die Inselzeiten zu kommen. Alle guten, das waren die Leute, die an den Reunionen partizipiert haben, und ich wollte ihnen von dieser Platz aus merci sagen für das Engagement, für die Qualität von Support, die wir hier gewährlich kriegen. Vielmals merci. Und das wäre auch der Schluss von dem, was ich am Briefing zu sagen hat. Merci, ihr zwei. Ich will vielleicht zwei Sachen betonen, dadurch, dass klar ist, die 5 Zentren da braucht keinen, dahinter zu kommen, die nicht die Konditionen erfüllt, so wie sie halt beschrieben sind, für zu Mengen Kind einen Test kriegen. Das ist ganz klar, es geht halt nicht mehr um die den Covid-Check auf der Arbeitsplatz müssen erfüllen, an die eine Erstimpfung schon gekriegt haben. Also es braucht okay zu kommen und zu sagen, ich habe aber gedacht, ich kann nur einen Test mehr für oben an den Restaurant zu gehen oder für einen anderen Grund oder wenn ich noch keine Erstimpfung habe, die wird refusiert gehen. Das ist ganz klar. Es geht auch nicht mehr über Rendezvous, so wie du expliziert hast. Und das Zweite, was wichtig ist, das heute geht bis den 21. Februar. Er geht nicht verlängert. Ich will das betonen, damit möchte ich Kraftakt während anderthalb Monat, den heute schon am Dezember angefangen hat, während der Feiertage für das Ganze zu präparieren. Und die geht bis den 21. Februar und dann ist das River. Das ist eine Übergangsphase, wo die Regierung über die Armee will die Leute zur Verfügung stellen, für ihnen zu erlauben, aber notwendig zu dezidieren. Also nur am 21. Februar werden die Testzentren nur im Zoo sein.
dat dadurch ganz klar ass dat net se awer gedurcht ich kann am März nach bis dem März werden dat werd net der Fall sinn weil der Armee kann der net mi mache weil hier Missionen die dann ustehen net erlaube soviel Leid wären méi enger länger Zeit zur Verfügung zu stellen mit zweitens war doch de Wëllen vun der Regierung fir ze soen wir wollen enke ha entgéint kommen während anderthalb Monat an etwas zusätzlich zur Verfügung stellen mir dat endigt ganz klar den 21. Februar. Voilà. Ich meine, wären mir fertig van lo froh sie von der Presse immer gerne berät op ze einfach. Ich mein, mir hat Mikro opgestalt hier dat in de Publikum auch matkrit wat gesot gëtt oder gefrot gëtt. Kessler 7 der die estimiert Demont ugeschwert fir groß aste dat wievi Leute rächen der pro Dach mussten ze testen respektiv iwwer die ganze Zeit vu den anderthalb Monat runden. Also momentan mat dem Personal konnten opstellen, ich mengt schon en solide Kraftakt kann ich so dat man meindes bis donnerchtes eng 10.000 Testerwerte können machen. Dann die Idee von pro 10.000 also 40.000 gesamt. Ja. Freitags a Sondes eng 6.500 an Samstags dann 2.900, wo man dann op dem Total an der Woche kommen op rund 56.000 Tester. Und muss ich noch so 10 Berechnungen gemerk gin wieviel Leiit iwwer können afro kommen, weil dat nimmen die Leiit, die nach keng Impfung hätten respektiv die lo entretemps also die vollständigen Impfschutz vun der Zulie konnte man dat schon berechnen, so dat man davon ausgehen, dat der dort vun der Kapazität spies goen Papa zu dem Afflü, dem man rechnen dat könnt kommen. Ja. Peter war ertelech profitieren, dat den Herr Thulheier oder den Herr Bauschkan vielleicht doch anfruen Kritiken vom Spal vom Syndikat Spal gesinn wer dem Pflicht bei der Armee ugeht gëtt gefährt, dat het lo nach méi schwer gëtt Leute ze rekrutieren, wie reagiert dat op? Ja, das Liedfrengem sehr recht Meinung zum Ausdruck zu bringen. Mit Medien natürlich die Kritik erstens gut nicht. Und zweitens Zahlen, die wir haben beim Rekrutament belegen, dass der Wert kein Toolkaufleicht in Details nach Stono so kein Abfluss hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wundere mich immer nicht mehr über verschiedene Sachen, die gesagt gibt, wieso das Liedfrengem sehr recht ist, sich Meinung zu haben, das will ich gut vorstellen. Ich wundere mich aber heinz zu nehmen, weil das jo gonn schneit, man ha appliéiere Paper zu COVID. Fir do Beispiel gin, wann en Soldat an de Mali geht, da muss obligatorisch gent Gelfirwer geimpft sinn. Gelféwer as bekannt Joch keng Vaccination, die zu Lützebusch an enger Impfpflicht Gelféwer zu Lützebusch. Mir muss dat machen, wie wann do as eng Mission geht. A wie wicht will den sech da firstelle bei dee vielfälte Missionen, aber dem derweis wie der méi muss immer Prezi fir do ze fir d Beger, wann et Drbuk kënnt, dat so funktioniere, wann en so elementär wie Sache wie der toten mcht. Schon do eng ganz klo Menung. Sind noch froh, dat dat Gesetz so klo ass wie das an du ich der méi op dreck gesot sie soll wann skrift dat Gesetz so appliceiert wie genau am Text steht. Ja. Also als Chef von der Armee sind ich responsabel, dat mir immer Pretsinn für die Missionen zu machen, die mir oberdrohe könne kreien. Aber wann in Artikel 2 von unserem Gesetz gucke geht, der Punkt 1 Aufsatz C, da steht ganz genau dran, dass wir muss kapabel sein, immer von no de Manners hai am Land diesem Land zur Verfügung zu stehen. Und der beste Schutz für ihn hat, das definitiv geimpft zu sehen. Da kann es also als Responsabilität für den Chef der Administration nicht ernst das Sinn, wie du dafür zu sorgen, dass in der Mission gerecht gehen kann. Wenn stand nicht gif machen, dann wird ein bisschen à côté de la plaque. Und dafür kann ich mich auch nicht mehr wundern, wenn so Sachen gesot gehen. Und plus sind Sachen nicht richtig gesot gehen. Das ist nämlich so, dass wir an unserer Reihe jidfrieden akzeptieren, den bis den Tag für drunter eine erste Vaccination gekriegt wird. Und dann kann bei uns die zweite Vaccination noch kriegen. Das heißt, das ist kein Problem, wenn ich konkret den dritten
vun engem Mon gif agezugin, dat duch den zweete Mengeich Vaccinationun hun und da kann ech donno den dritten agezugin, der krit bei eis die nächste Vaccinationen. Steet ganz klar do en instance de Vaccination. Dat ist Terminologie, die gebraucht gin ass, an dat ass dann eng Rektifikation par rapport zu dem, wat Göchter mëntlech op verschiedene Plätze gesot gin ass. Ich so dat das so net richtech, an schon Jolo d'Explikationun ginn, fir wat dat mir do darüber wert lehen, dat dat so ass an mir noch do de volle Support vun as Minister wo Schmerzi soen, weil ich denken, dat man nëmmen so als Operationalitéit können gewährlichten an gesäide Jolo, dat mir wirklich gebraucht gehen, an da brauche ich auch Leiit, weil man dann net soviel hunn, die alle Gotten gesund sinn an er Mem sinn, déi Erbestënne ze machen, a wann se sollten erkranken, dat de Verlauf so séier wie méich riwer ass an dat ze net zuviel an ihrer Meigkete zu schaffen erschränkt, dat dat wat wichtig ass, dat die allerewech Prioritéit wo schon, dat den Daylight, die ver schaffen a guter Verfassung bleiwen asinn. Ja. Ganz genau Informationen hunn net, weil dat ass bësse kompliceéiert man Datenschutz an an do. Par contre kann ich awer ganz genau soen, dat de mir en to de Vaccination hunn den och méihéich läit wie den an der Gesamtpopulationun. Mis just een oder den anderen bekannt den definitiv net vaccinéiert, dats de Grof vun de Leiit bei Eis die sind dofis vaccinéiert. an dat ass een einer Argument, woch absolut vun iwwerzecht sinn, dat déi Leiit, die bei uns kommen, schon sowieso wëssen, dat man spezielle Beruf sinn, an dat et to normal ass, dat den gewisse Vaccinationen muss hunn. Zu manchen noch go kein Gedanken, dat dat soll einer Leiit an der Zukunft oder hemmen bei Eis an Treien ze kommen. Eg konkret Zuel kann ich so net gehen, ich kann awer wirklich soen, dat se to de Vaccination de wet gut iwwer 90% leiien. Also ich menge mir gesinn schon die Missionen, wo man müssen beleen, wo verlangt, dass dat werden ja se man sich auch der Fall ist, dat to extrem heich ist bei der Armee. Wie gesagt, wir sind hier in einer Situation, wann der ich meld für an der Armee, das ich meld für op eng Arbeitsplatz und du gehtt Kontrakte eigentlich den gesetzliche Basis, der dem Kontrakt an der Leiit an den schönchten Text viergelesen, den das klar. Die unterschreibt jo ihre Kontrakt op Basis vun der gesetzlichen Bestimmungen per zu der Arbeitsplatz, wo du untritt. Und dafür das glasklar und dafür doch du nicht viel zu diskutieren. So ist einfach ja, komm. Bonjour, j'ai une question en français. Peut-être que cette question a déjà été posée ou abordée par vous, par un de mes collègues, mais est-ce que vous pourriez faire un rapide commentaire en français, justement sur la prise de position des syndicats et le recrutement de l'armée, et aussi les conséquences potentielles sur le staff qui est déjà engagé dans des missions, etc., à l'armée. Voilà, je vous remercie. Alors, en résumé, comme dans Blötzbusch, non, je vais quand même vous dire en français, en deux mots, la législation par rapport au contrat quand vous êtes recru pour l'armée est très claire. Vous avez l'article 3 qui dit « Le militaire peut refuser des actes médicaux portant atteinte à son intégrité physique, sauf quand il s'agit de mesures servant à la prophylaxie de maladies contagieuses et infectieuses. » Alors c'est très clair, le militaire est obligé de faire les vaccinations nécessaires. C'est le cas quand il part, par exemple, en mission au Mali. Au Mali, c'est prévu que vous devez obligatoirement être vacciné contre la fièvre jaune. Ce n'est pas le cas au Luxembourg, mais c'est le cas quand vous allez en tant que militaire au Mali. Alors, tous les soldats qui vont au Mali sont vaccinés contre la fièvre jaune. Et là, avec le Covid, c'est la même chose. On applique la même logique par rapport au fait que le militaire doit être prêt et être à disposition de la population à tout moment, et aussi pour ses missions, évidemment, dans la situation dans laquelle on se retrouve. Je vois mal, par exemple, envoyer un militaire au Mali qui serait pendant 2 semaines en quarantaine avant d'entamer son service en mission au Mali.
ce serait une situation impossible et de toute façon, tous les autres militaires sur place appliquent le même schéma. C'est aussi les autres nations européennes. Et je trouve que ce serait inimaginable que le Luxembourg procède différemment. Alors la législation est claire, la situation est claire. Et c'est pour ça que j'ai dit à l'armée, à l'état-major, d'appliquer strictement la législation. So ist eng froh. Da so nicht Merci für Haut und dann natürlich für auch die vielen Details, die Presse rumgeht. Ich meine, das hilft natürlich auch viel an der Organisation, wenn man am Detail Presse als Bericht für das Publikum weiß, wen sich so verhalten, was sie will, sich testen lassen. Merci vielmals.